So, willkommen zurück, liebe KollegInnen. Wir gucken einmal kurz didaktisch wieder in die Zahlenlektion rein. Kurz als Randbemerkung, im Klappenbuch und in der Handreichung steht überschriftlich Detollen. Ich sage im Video Deteilen, analog zu tellen, zählen. Beides ist richtig. Falls ihr da eine Form kennt und die bevorzugt, verwendet ihr die. Ich habe jetzt Teilen genommen, hier steht Tollen, beides ist richtig. So, dann, was müssen wir in diesem Video wissen? Es gibt wieder mal 2 Videos, wie immer. Eine Begrüßung, Bastelanleitung für die Zahlenkarte. Wichtig, es gibt diesmal für diese Lektion 2 Bögen, die Zahlen von 1 bis 10 und die Zahlen von 11 bis 20. Es bietet sich natürlich an, das aufzuteilen und erstmal nur die Zahlen von 1 bis 10, also von 1 bis 10, zu basteln, einzukleben und zu lernen. Nur die kommen auch in dieser Lektion vor. Die Zahlen von 11 bis 20 können Sie, je nachdem wie fit die Kinder sind, entweder direkt in der folgenden Stunde machen oder noch in der gleichen, wenn die Kinder die schon kennen, aber es ist vielleicht ein bisschen viel Vokabeln. Ansonsten, wenn die Kinder die Zahlen auf Hochdeutsch auch erst viel später lernen, macht man es später. Die Struktur ist die gleiche wie in diesem Video. Das kriegt man dann, glaube ich, analog einfach hin. Bastelanleitung ist auch klar, es wird ausgeschnitten, die Zahlen werden reingeschrieben. Die Zahlen von 1 bis 10 kennen die Kinder wahrscheinlich schon. Sie lernen einfach nur die neuen plattdeutschen Begriffe dafür. Die da lauten 1, 2, 3 mit einem schönen A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind die Zahlen von 1 bis 10. Und falls wir weitergehen wollen, haben wir hier auch noch die Zahlen von 11 bis 20, die da lauten 11, 12, 13, 14, 15 oder 15, 16 oder Sostein, 17, 18, 19, 20. Und für die Dialekt-Cracks, falls sie irgendwo herkommen, wo man das vernuschelt und Twinny sagt und das Twintig nicht ausartikuliert, machen sie es so. Das ist die Form, die wir hier haben. Wir kennen das. Wer einen Dialekt kennt und hat, der benutzt den natürlich. Wir benutzen hier unser Ausgleichsblatt, das für alle irgendwie funktioniert. Das heißt, in der ersten Lektion wird diese Zahlenkarte gebastelt, eingeklebt, die Kinder lernen die Zahlen und dann werden die einfach, da braucht ihr keine Hilfe von mir, in der Klasse geübt. Das heißt, die Kinder fragen sich nach dem Alter, das haben sie bereits in der ersten Lektion gelernt, da kann die Zahl wiederholt werden. Die Zahlen können an der Klasse gesammelt werden. Der Lehrer kann Finger hochhalten und fragen, wie viele Finger das sind. Die Kinder können sich zu Gruppen zusammenfügen. Findet einen Partner und findet euch zu 2 zusammen. Bild een groep von 3. Bild een groep von 4. Bild een groep von 5 Kinder. Und die Kinder müssen im Raum sich zu so vielen Kindern zusammenfinden. Ich bin sicher, ihr kennt noch mehr Spiele, die mit Zahlen zu tun haben. Die könnt ihr natürlich alle wunderbar verwursten. Das ist kein geheimes plattdeutsches Thema, sondern einfach Zahlen. Soweit alles klar. Dann gibt es ein zweites Video mit einem Witz. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Es bietet sich immer wieder an, diese Zahlen zu wiederholen, weil die Kinder damit einfach schon mal ein gutes Skill haben, auf Plattdeutsch bis 10 oder sogar bis 20 zählen zu können. Gerne auch da wieder ein Plakat in der Klasse aufhängen und diese Zahlen einfach immer wieder wiederholen, wenn ein Kind Geburtstag hat und so weiter. Das Datum, da muss man natürlich immer gucken, auch man könnte die Kinder nach der Telefonnummer fragen, nach der Hausnummer. Hängt davon ab, welches Kind heute noch die Telefonnummer weiß und ob man dafür Zahlen größer als 10 braucht. Das überlasse ich alles euch und eurer Kenntnis eurer Kinder. Ja, ansonsten guckt nochmal in das Material, das wir online haben. Da gibt es auch nochmal ein Lied zum Thema Zahlen. Auch das könnt ihr gerne verwenden. Und auch nochmal einen Vorschlag für ein Poster zum Ausdrucken. Alles vorhanden, Handreichung da, Bastelanleitung, Videos. Viel Spaß damit. So, auch nochmal hilfreiche Phrasen für Lex 3, das Thema Zahlen. Wo viel ist das? Wie viel ist das? Wie auf Plattdeutsch wo? Wie geht es dir? Wo geht die dat? Anmerkung für alle von Haus aus Plattdeutschen. Im Alltagsplatt heutzutage fragt man aber auch, wie geht die dat oder sowas. Ne? Wie geht dat? Genau wie man statt Vokane auch wer sagen kann. Das heißt, die hochdeutschen Fragewörter sind im heutigen Alltagsblatt total präsent. Wir verwenden hier erstmal richtig niederdeutsche Wörter. Wenn ihr andere Wörter kennt, wenn die Kinder sich schwer tun mit dem Verstehen, könnt ihr das gerne mischen, wenn euch das vertraut ist. Wenn nicht, lasst euch davon jetzt nicht verwirren, dann macht ihr es einfach so, wie es hier steht.
Nur damit auch die sagen, hä, das heißt doch so und so. Ja, das heißt regional anders, wir kennen das Ganze. Wo viel ist dat? Wie viel ist dat? Wie viel ist das? Wo viel sünd dat? Zum Beispiel, wo viel stiften sünd dat? Wo old bist du? Wie alt bist du? Das kennen wir schon aus Lex 1. Wiederholen wir ein bisschen, weil sich das anbietet bei den Zahlen. Ich bin Jahr old. Ich bin so und so viele Jahre alt. Dann können wir fragen, was ist din Husnummer? Und antworten, min Husnummer ist. Nu wollt wir die Teilen üben. Jetzt wollen wir die Zahlen üben. Anmerkung an der Stelle, nu wüllt, Plural auf T, kennen wir auch schon. Wir wollen wie wüllt, nu wüllt wie die Teilen üben. Schrieb die Teil ob, schreibt die Zahl auf. Wenn wir zum Beispiel ein Zahlendiktat machen mit den Kindern. Das heißt, wir sagen vielleicht negen und die Kinder schreiben eine 9, weil sie verstanden haben, negen heißt 9. Tell mal die Stiften, zähl mal die Stifte. Mal, das lange A ist im Plattdeutschen immer ein O. Das kurze A ist ein A, wie in dat oder Arbeitsblatt. Außerdem ist in manchen Regionen das O ein O oder sogar ein O oder ein helleres O. Trotzdem unterscheiden sich beide A-Laute voneinander, auch in diesen anderen Dialekten. Das ist aber auch nur relevant für die, die es anders kennen. Wenn ihr von Hamburg-Finkenwerder kommt und sagt, wir sagen nicht morgen, sondern moken, dafür sagen wir aber auch nicht goat, sondern geut, dann macht ihr das genauso. Wenn nicht, bleibt's bei dem hier. Das Arbeitsblatt utsmieden. Aber in Tell mal die Bölker ist es das O. Die Kurt schön anmalen, die Klappen rindfohlen, das kennen wir alles. Die Feller utsnippeln, wir haben ja noch unsere Zahlenfelder, die reingefaltet werden müssen. Das heißt, die Feller müssen noch gesnippelt werden. Die Feller utsnippeln. Die Teilen dorob schrieben, die Zahlen darauf schreiben. Und Tors buten Detail und binnen das Wort. Also außen die Ziffer und innen dann das Wort. Negen. Die Kurt in der Klappenbau kleven. Du bist eine Reich. Da haben wir wieder, glaube ich, genug Phrasenmaterial für diese Lektion. Viel Spaß damit.